Der Zusteher von der jüdischen Kolonisation in Argentinien für der Literatur. Ein Blatt von unserer Geschichte. A Weltinien. Von Shmuel Rojansky. Dem 14. August 1889 ist die Schiff Weser angekommen in die Brücken von Buenos Aires mit 132 Mishpoches, das heißt 816 Nefoshes. Jüdische Kolonisation ist geworden eine Weltinien. Nicht nur hat man wegen ihr geschrieben in Jiddisch, nur auch in Hebräisch, Spanisch, in Russisch, Französisch und Deutsch. Tausende Artikel, Sichroines, Abhandlungen und Polemik, Korrespondenzies und Reisebeschreibungen in Bücher und Broschüren sind entworfen über viele Länder und befinden sich in vielen Bibliotheken. Weil, sagt Peretz Hirschbein, wie kritisch man soll sich zu ihr beziehen, hat die Kolonisation tiefere Wurzeln gelassen, wie man hat sich gekannt vorstellen. Herzl, welcher hat gemacht zu Kleingeld Baron Hirschs Chaloimes gleich beim Anheb, hat zumal nicht gesehen, als die dosige Kolonisation wirkt, was die Einwohner von Baron Hirschs argentinische Dörfer seien fleißige Zionisten. Noch vor Baron Hirsch hat die Kolonisation in Dorem-Amerika herausgehoben die Strebung zum Feld, was die Haskole hat proklamiert wie eine Refuge gegen Oremkeit und Antisemitismus und den Zarismus. Wir vermogen 12 Agrikulturkooperatives, 6 Smetane Kooperatives, 2 Käsekooperatives, 5 Fleischkooperatives und 1 Bäckereikooperative. Alle zusammen zählen eine Mitgliedschaft von 3650 Mishpoches. Und in einer Zeit, in 1910, wenn rund 8 jüdische Kolonien Teil auf die Felderguffe seinen gewähnt 50 Schulen, was haben gehabt 3538 Talmidin und 155 Lehrers. Und nach wie weit sei seinen gewähnt tiefjüdischlich, seien die beste Eides Sendlinger Journalen beiker für kolonistische Unionen, wo sie haben die erste Sendlinger Jahren gedruckt der Iker in Jiddisch. In 1947 schreibt Pinje Katz in seinem Artikel Der Argentiner Zweig von der jüdischen Literatur: In Argentinien seien Jiden, können sagen, die einzige eingewanderte nationale Gruppe, was hat geschaffen eine eigene Literatur in ihrer Sprache. Man hat da geschrieben und man schreibt da euch in andere fremde Sprachen: Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch, aber ohne schon Prätensies auf eine besondere Literatur, wie das ist der Fall mit Jiddisch.